Hallo zusammen, das ist Jonas von Deep Connection. In dem heutigen Video geht es um deine Aussprache. Und wie gefährlich das es kann sein, wenn du Sachen auf verbaler Ebene anders kommunizierst, als du es eigentlich meinst. Vor kurzem bin ich mit dem Zug von Zürich auf Rapperswil gefahren und während ich da so im Abteil gehockt bin, ist im anderen Abteil nebendran ein junges Pärchen angeguckt. Der Typ war so eher gangstermäßig unterwegs, hat also so Militärhose angehabt, Kapuzenjacke und die Frau war eher so ein bisschen sportlich unterwegs, so ein bisschen das Sportchick, wenn man so will. Dann hat sie so gefunden, ich bin nur herzig und nicht so Frauen. Wenn ich Mann gesehen, dann boxen sie gerade runter. Und ich kann dann so ein bisschen schmunzeln. Und sie hat dann so ein bisschen weitergeredet, was sie wollen. Er hat gefunden, ja, Basel sei geiler. Und sie hat gefunden, ja, nein, gehen wir eher auf St. Gallen, da sind wir noch nie gewesen. Und sie hat dann hin und her diskutiert. Dann ist so der Zeitpunkt gekommen, wo der Zug in Zürich angekommen ist. Und sie ist dann schon am Luft gestanden. Und dort war der Augenblick, wo wir uns das erste Mal richtig in die Augen geschaut haben. Ich und er, der Gangster, der immer so krasse Wörter gesagt hat und vor allem eben, der vor ein paar Minuten noch gesagt hat, er boxt jeden Typ ab, der ihn anschaut. Es war noch lustig, ich habe dann ihm so «Hoi» gesagt und er auch ganz normal und halb was «Hoi». Und ich so «Geh doch auf Basel, ich finde Basel cooler». Und er so «Danke schön, schönen Abend noch». Und das war eigentlich schon lustig. Darum mache ich auch das Video. Das Ereignis hat mich so zum Schmunzeln gebracht. Weil auf der verbalen Ebene hat er ganz klar kommuniziert, hey, das Leben ist hart, du musst dich durchs Leben schlagen, es gibt viele Gefahren, es gibt viel Negativität. So, das ist das, was er umschrieben hat. Und du musst ein Gangster sein, du darfst kein Gefühl zeigen. Und das ist ja das, was er auf der verbalen Ebene dieser Frau auch nicht gezeigt hat. Was ich früher zum Beispiel viel gemacht habe, ist, ich habe früher meine Kollegen, meine besten Freunde noch viel einfach fertig gemacht, so das Jackass-Ding. Das hat es zwar damals gar noch nicht gegeben. Es hat sich in dem Moment ja noch easy angefühlt, weil ich bin in dem Moment ja überlegen war, auf verbaler Ebene. Aber es hat nicht wirklich durch das eine gute Verbindung, ist nicht wirklich eine gute Verbindung auf dieser Ebene entstanden. Und dann hat sich mein Kollegenkreis geändert und ich hatte dann eher Kollegen gehabt, die eher positive Aussprache verwendet haben und immer gefunden haben, hey, ich finde dich im Fall mega cool und hey, lass uns das machen und einfach sehr positive Wörter verwendet haben. Ich habe dann gemerkt, hey, ich muss ja gar nicht so negativ zu ihnen reden, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen oder ihre Freundschaft. Das so als Schlussanmerkung für das Video. Wenn dich etwas stört in deinem Umfeld, wenn du eher das Gefühl hast, dass das Umfeld nicht so reagiert, wie du es gerne hast, vor allem wenn das Umfeld eher negativ, eher aggressiv reagiert, dann fang am besten mal mit deinen Kollegen an. Schau mal ganz genau, wie du mit deinen Kollegen umgehst, wie du mit ihnen redest. Ob du sie nur fertig machst. Eben das Jackass-Ding. Man tut sich das Bein stellen und lacht dann raus. Das kann ja zwischen nicht lustig sein. Aber ist es generell so? Du das mal hinterfragen und du mal deine Aussprache anpassen. Du sie mal so ein bisschen das Positive anpassen. Ja, das war es vom heutigen Video. Wenn dir das wieder gefallen hat und du mehr gewaltfreie Kommunikation in der Welt willst, speziell in der Schweiz, weil das Schweizerdeutsch ist, das Video, dann tu doch das Video teilen. Und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ciao zusammen.